Seele. Mach uns auf, dass wir empfangen, Herr, dass wir mit Feuer getauft werden und mit deinem Heiligen Geist, Herr. Herr, denn deine Kraft ist heute genauso wirksam als vor 2000 Jahren, Herr. Du bist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, Herr. Und so führe und leite du jetzt diesen Gottesdienst, Herr. Herr, lass unsere Herzen geöffnet sein, unsere Ohren, Herr, dass wir hören, Herr. Sei du der Mittelpunkt jetzt in diesem Haus. Sei du der Mittelpunkt in unserem Leben, Herr. Führe und leite du uns, Heiliger Geist. Ja, Herr, wir danken dir, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, Herr. Ich danke dir, Herr, für jede Person, für jeden Menschen. Herr, danke, 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 Baudebel, danke, Jesus. Danke, Heiland, Gott Israels. Führe und leite uns, Herr. Wir preisen und loben dich. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Nimm doch bitte Platz. Wir wollen Gott begrüßen in dem Namen Jesus Christus. Halleluja. Bist du froh, dass du hier bist? Jetzt mal ganz ehrlich. Sind wir wegen Jesus hier? Bist du wegen Jesus gekommen? Als erstes ja. Weil wenn wir den Drang nicht haben und die Sehnsucht nach Jesus, dann passiert nichts in meinem Leben. Amen. Weißt du, wenn ich dich besuchen will, dann komme ich zu dir. Amen. Jesus ist die Nummer 1. Amen. Er ist der Hirte der Gemeinde. Wir sind Schafe seiner Weide. Und ich will euch begrüßen in den Namen Jesus Christus. Jeder Einzelne, der gekommen ist, Gott segne dich. Amen. Willst du gesegnet werden? Es liegt an dir. Gott zwingt dir seinen Segen nicht auf. Aber er möchte dich segnen, weil er dich liebt. Weißt du, Gott möchte dich heute taufen im Heiligen Geist. Wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist. Jesus will es. Amen. Dass wir brennen für Christus. Und ich grüße jeden Einzelnen von euch, auch unseren Bruder Putzeli, dass er wieder hier ist. Unser Bruder war im Urlaub, aber er ist gesund und heile wieder zurück. Und er ist heute hier und wir feiern Gottesdienst. Amen. Mit euch allen. Halleluja. Gott segne euch, fühle dich wohl. Es ist nicht mein Haus, weil das wäre für mich zu viel. Ich bin beschränkt, aber Gott ist nicht beschränkt. Amen. Ihr seid Gemeinde Gottes, globale Gemeinde weltweit. Amen. Und Gott liebt euch. Halleluja. Wisst ihr, heute ist ein wunderbarer Tag. Man sieht Menschen, sind hier vorne und sie wollen gehorsam sein, sie wollen mit Jesus einen Bund schließen, sie wollen in den Tod Jesu, in die Taufe, in den Tod, aber auch in die Auferstehung. Also bildlich werden sie in diesem Wassergrab beerdigt. Aber weißt du, sie werden wieder auferstehen als neue Menschen. Amen. In Christus Jesus. Halleluja. Jesus sagt, ich mache alles neu. Wisst ihr, wir Menschen, wir geben immer Menschen auf und sagen, ach, von dem oder die wird nichts mehr, das ist vorbei, bei dir ist der Zug abgelaufen und Ende, ich bete für diese Menschen auch nicht mehr, weil es nichts bringt. Wisst ihr, Jesus gibt uns niemals auf. Warum? Weil er zu viel für uns getan hat. Er kann dich nicht aufgeben. Er will dich auch nicht aufgeben. Egal, vielleicht bist du hier drin und du gehst in die Gemeinde, aber hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben. Weißt du was? Jesus liebt dich und er sieht dich und er weiß, dass du hier bist. Amen. Vielleicht gehst du so einen Weg so hin und her. Gott liebt dich.
Und wir haben Geschwister und wir haben mit ihnen geredet, sie haben gebetet und haben gesagt, ja, wir möchten diesen Bund mit Jesus schließen. Wir möchten diesen zweiten Gehorsamschritt machen. Wir wollen mit Jesus ernst machen. Amen. Und Silvano, wir kennen ihn, nachher hören wir auch Zeugnis, aber ich will ein bisschen berichten über ihn. Ganz ehrlich gesagt, ich als Mensch habe ihn aufgegeben. Jesus hat ihn nicht aufgegeben, Grebis langsam. Und immer wieder ging er zu uns. Hey, Prana, bete für mich. Er kam auch wieder in die Gemeinde. Und immer wieder, weißt du, das liebt Gott. Amen, Gott gibt ihn nicht auf. Wir Menschen geben Menschen auf. Aber Gott gibt keinen Menschen auf. Egal, was er getan hat, egal wie er ist, Jesus gibt dich nicht auf. Und wir sehen junge Schwestern. Und sie kamen mal vor Wochen zu uns, Brüder, und haben gesagt, wir wollen in die Taufe gehen. Wir wollen ein Bündnis mit Jesus schließen. Sie sind ins Gebet gegangen und ja, dann kamen sie wieder, ich weiß nicht, 1-2 Wochen. Und Gott sprach zu ihrem Herzen. Und sie sagten, wir wollen diesen zweiten Gehorsamschritt tun. Wir wollen uns taufen lassen in den Namen Jesu Christi. Amen. Es ist nicht eine Taufe auf Menschen, sondern in den Namen Jesu Christi. Wir wissen, in Markus 1 steht geschrieben, Johannes der Täufer hat getauft. Und wie Jesus auf diese Erde gekommen ist, ging er zu Johannes und hat sich taufen lassen. Und wisst ihr, Jesus war auch schon da um die 30 Jahre. Und er hat sich taufen lassen. Das ist ein Vorbild für uns, dass wir was? Genau dasselbe tun. Amen. Nicht als Kind, als Säugling, sondern nein, wenn ich für mich selbst entscheiden kann. Und wenn ich sage, jawohl, heute bin ich soweit, jetzt lasse ich mich taufen. Amen. Okay. Und es noch ein Psst. Schade, Beschentumen. Und zwar außer Konzept. Und zwar, heute ist noch ein besonderer Tag. Also für mich sehr ein ganz besonderer Tag. Und zwar, es ist Pfingsten. Und wir wissen, was Pfingsten passiert ist. Und ich will euch mal ja einfach so ein paar Worte aus der Bibel lesen. Und zwar in Apostelgeschichte 2. Das Kommen des Heiligen Geistes. Das war früher im Alten Testament nicht so. Weil der Heilige Geist wurde nur von Gott gegeben auf bestimmte Personen. Propheten. Gott hat zu diesen Menschen gesprochen und die haben dann weitergesprochen auf das Volk in den Namen Jesu Christi. Also sie waren quasi Vermittler. Aber damals im Alten Testament fiel der Heilige Geist nicht auf alle Menschen wie heute. Und so sehen wir, das war auch am Pfingsten. Und als der Tag des Pfingstfests erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Plötzlich waren sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und in Vers 14 hören wir, wie Petrus predigt. Er predigt von Christus, der ja für uns gekreuzigt wurde, dass Christus am 3. Tage auferstanden ist. Und er predigte zu ihnen, und in Apostelgeschichte 2,37 hörten die Leute, die Menschen hörten, was Petrus predigt. Und es passierte was. Höre zu, weil die Menschen hörten. Sie hörten, was Petrus gepredigt hat. Und dann passierte was in ihrem Leben. Das Wort, was sie gehört haben, damals, vor 2000 Jahren, ging zu ihren Ohren, aber dann ging es weiter. Es ging in ihren Herzen. Und wisst ihr, das Wort Gottes müssen wir hören
und dann muss es tiefer in unserem Herzen. Und wenn es in unserem Herzen ist, dann passiert was. Und wie Petrus gepredigt hat und wie sie das gehört haben, fragten sie, Brüder, sie sprachen zu den Aposteln, Brüder, was sollen wir tun? Ihnen ist was aufgefallen, was Petrus gepredigt hat. Und Petrus sagte ganz einfach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Und das machen wir heute, die Taufe. Und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Halleluja. Und diese Zeit hat nie aufgehört. Diese Zeit ist immer noch da. Amen. Warum sage ich das? Weil es wichtig ist für uns. Amen. Und dann kam der Pfingsttag, an dem sie alle zusammen waren. Aber dann passierte was. Es hat angefangen, die Menschen zu verändern. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben kommt, dann fängt Gott an, uns zu verändern. Und das ist richtig so. Der Geist ist gekommen in den Menschen. Und der Heilige Geist hat die Menschen erfüllt. Halleluja. Wisst ihr, ich habe dazu gesagt, Gott in Aktion. Versteht ihr? Und wenn der Heilige Geist in unserem Leben, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann ist Gott in unserem Leben in Aktion. Dann passiert was. Dann findet Veränderung statt. Dann sind wir erfüllt vom Heiligen Geist. Gott, der Heilige Geist verändert uns. Aber nicht nur unser Leben, sondern unser Reden, unsere Herzen, unsere Gedanken, unser ganzes Leben wird verändert durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr was? Das ist nicht mein Wille, sondern das ist der Wille Gottes. Amen. Weil wir kennen sowas nicht. Amen. Das ist Gott. Okay, und jetzt wollen wir im Lobpreis gehen. Wir wollen Gott loben, Gott preisen und dann hören wir noch ein bisschen mehr. Dann hören wir auch das Wort Gottes. Ich will nicht so lange machen. Und dann haben wir noch ein Geburtstagskind, will ich auch noch erwähnen. Die Lorena, dann kommt sie auch nach vorne, wir haben sie nicht vergessen. Und dann wollen wir für sie beten, in den Namen Jesu Christi. Vielleicht gibt es ja auch ein Zeugnis, ich weiß es nicht, aber vielleicht tut sie das. Ne? Also lasst uns die Füße aufstehen und lasst uns einen wunderbaren Gottesdienst haben. Amen. Lobe den Herrn, du bist erfüllt von seinem Heiligen Geist. Diene ihm mit das, was Gott dir gegeben hat. Halleluja. Eins. Können wir ein bisschen langsam, Pepino, mal noch zu laut. Halleluja. Das Lied kennen wir alle. Gloria bajo Deus, mando di sky und dir zu loben, Jesus. Oh, Gloria.
Ich sehe das, ihr seid noch nicht ganz dabei, aber das wird noch, Amen. Halleluja.
Halleluja. Maudero Gimera, wir machen weiter. Wir gehen das dritte Lied. Ich merke ja einfach, es wird ein bisschen besser. Wir kommen zum was Nützlichen. Den Augen von den dran, Frankie, Danny. Acha in die Ruhe. Und wir wollen
was Nützliches tun, ein Opfer einbringen. Und dafür wollen wir auch beten. Lasst uns gemeinsam vielleicht aufstehen, weil es erscheint sowieso ein Lied, wer will und kann, stehen wir auf. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Weißt du, wir können den Herrn danken, denn durch eure Gelder, die ihr gebt, entsteht dieses Haus. Und dafür dürfen wir auch Gott Dankeschön sagen, dass er uns versorgt mit allem. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Bitte schließ dich an. Ich danke dir, Jesus. Für dein Graumanbaro, Herr Jesus. Du versorgst Rämen in allen, Tata Jesus Christus. Gesegnet du Hacker einzelnes Baro, Jesus. Komm mal heute Devas Baro, komm mal Dechi, versorge das Dinger Baro, Herr Jesus. Sorge du bitte für Tira Chave, Baro, Jesus. Und schenke uns weiterhin ein freudiges Herz, Baro, Herr Jesus. Denn einen freudigen Geber hat Gott lieb, Baro, Und gage dir das mit Duki freudig hinter Jesus Christus. In allen Bereichen unseres Lebens, Messias. Die bist du mal Nummer 1, Baro, Herr Jesus. Und gage segne mit an Geist, an Leib und an Seele. In Jesu Namen. Amen. Wir hören ein Lied. Chibrel. Halleluja.
Amen, Halleluja. Nimm doch bitte Platz und dann schau ein bisschen an die Uhr. So, jetzt wollen wir doch ein paar Zeugnisse hören. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber Gott ist mit euch. Penja Devi mit Mensa. Und wir wollen doch in die Ruhe kommen, sonst hören wir nicht, was die Geschwister auf dem Herzen haben. Ist nicht einfach. Wisst ihr, wenn ich jetzt einen von euch in der Reihe einfach so aufrufen würde, hier nach vorne, bitte gib mal für Gott ein Zeugnis. Es sind viele hier drin, über die Hälfte, die hätten alle Nein gesagt. Und deswegen betet dafür. Es ist nicht einfach, ich weiß es. Aber wisst ihr, wir wollen Gott die Ehre geben. Amen. Und alle Ehre gebührt ihm. Amen, Silvano. Lasst uns mal hören, was er so auf dem Herzen hat. Hier ist Hauptmann der Scholar. Ganz genau, ich begrüße euch in den Namen Jesus Christus, der Name, der über alle Namen steht. Und ich bin froh und dankbar meinen Herrn, dass ich jetzt heute hier stehen darf und den zweiten Schritt, den Gehorsamschritt mit Jesus. Laut oder ja. Den zweiten Gehorsamschritt gehen darf. Ich erzähle euch mal ein bisschen von meinem Leben. Ich glaube, viele kennen mich. Ich gehe den Weg seit 2017 mit dem Herrn, seit ich eine Begegnung gehabt habe, aber vielleicht 20 Mal Neuanfang gemacht, immer wieder. Aber Gott hat mich nie losgelassen. Er hat mich immer wieder gerufen und ich konnte auch nicht anders. Einmal durfte ich sogar den Schmerz fühlen, hat er zu mir gesagt, guck mal, so weint mein Herz nach meinen Kindern. Durfte ich seinen Schmerz fühlen, wie sein Herz nach mir geweint hat. Und die Liebe, die er mir immer geschenkt hat, die hat er einmal zu mir gesagt, was du getan hast, diese Sachen, also das hat sich immer mehr zu mir hingezogen und es hat mich auch immer mehr, ich konnte nicht mehr widerstehen, weil er hat mich immer mehr, er hat es mit Liebe getan, nicht mit, das Menschen haben, wie gesagt, der Albert hat gesagt, haben mich aufgegeben, der schafft das nie, aber mein Herr hat mich nie aufgegeben, er hat mich mit Liebe immer mit Liebe beschenkt, er kam immer mit Liebe und damit hat er mich umgedreht und ich bin froh jetzt und dankbar, dass ich hier stehen darf. Ich wäre eigentlich schon lange nicht mehr hier gestanden wäre, weil normalerweise, was ich schon mitgemacht habe, ich bin als kleiner Junge mit 7, 8 Jahren mit Kopf im Kirmes in der Raube reingekommen, habe ich überlebt. Angestochen worden, auch überlebt. Gefängnis hinter mir, auch überlebt. Mit 4,2 Promille, mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus eingeführt, auch überlebt. Gott wollte mich hier haben. Er wollte, dass ich ihn bezeuge und was er jetzt schon alles in meinem Leben getan habe. Also ja, 6 Dance habe ich auch noch obendrauf noch und trotzdem stehe ich hier auch noch immer noch und kann Gott bezeugen. Und ich weiß, dass er das gute Werk, was er bei mir begonnen hat, ans Ziel bringen wird, weil er das mir versprochen hat. So, danke. Geschwister, wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit hätten, ne, wirklich jetzt, dann hätte ich seine Mutter und seinen Vater noch mal hochgerufen und dann hätten sie mal über ihn bezeugt. Aber wisst ihr, das reicht nicht aus. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich habe von Gott was gelernt. Ich gebe ihn auch nicht mehr auf, weil Gott mich auch nicht aufgegeben hat. Halleluja. Und Gott gibt dich auch nicht auf. Halleluja. Amen. Penja, jetzt von den Klienten. Ich begrüße euch in den Namen Jesus Christus. Ich bin sehr dankbar heute, dass ich den zweiten Schritt mit Jesus gehen kann und bin sehr dankbar, dass er alles für mich getan hat. Amen. Amen. Ich bin froh und dankbar, dass ich heute in die Taufe gehen kann. Amen. Amen. Halleluja. Ja, Geschwister, es ist nicht einfach da oben zu stehen. Ja, als junge Mädchen und dann hier Jesus Christus bezeugen. Wisst ihr, wir haben wirklich Geschwister hier, die schon jahrelang
Kinder Gottes sind und wir haben heute noch ein Problem, dass sie Zeugnis geben. Ne? Wisst ihr, das Wichtigste von allem, sie lieben Jesus. Amen, Halleluja. Und das ist das Wichtigste in unserem Leben. Irgendwas stimmt nicht, Pepino. Und wir werden gleich noch die Taufe machen, aber wir wollen doch einfach noch Lorena nach vorne bitten. Wir beten für sie. Vielleicht hat sie auch ein brennendes Herz, ich weiß es nicht. Okay. Naomi, Zeugnis. Wisst ihr, das meine ich. Es ist so schwer. Aber ist nicht schlimm. Wir segnen sie in den Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Glaubt mit dir. Geschwister, lasst uns doch zusammen aufstehen. Und lasst uns einfach für sie beten. Halleluja. Baudebel Jesus, segnet ihre Schaben, Jesus, segnet ihre Tiere, Jesus. Führ und leite tu len Grujipen, Gott Israels, Herr. Ja, nicht noch derne Baudebel, len Grujipen, in Clan Lendi, Jesus. Heiliger Geist, du erfülle len Grujipen, erfülle len Gresia, Jesus. Und segne len Baudebel, führe und leite len Baudebel. Kakos tu les Kamer, Baudebel. Die wirst du, Baudebel, aus die Rulapen, aus Psalm 119, 105. Lengri Fußes Leuchter, Barodebel. Herr, weise ihnen den Weg, Barodebel, der nun schieben, Jesus Christus. Die Welle nun schieben, erfüllt, Herr, von deiner Kraft und von deiner wunderbaren Liebe, Barodebel. Herr Jesus Christus, beschütze sie, bewahre den Barodebel. Herr, in längere Familien, Herr, längere Eltern, Barodebel, längere Pappen, längere Mammen, längere Geschwister, die da, die längere dir, Jesus. Die werden gesegnet, Herr. Die werden Lichter, du gehst auf Welt, du Barodebel. Die werden du ein Zeugnis, Jesus Christus, in die finstere, dunkle Welt, Jesus, Herr. Die strahlen Jonfried von die Finsternis, Jesus. Die werden Tag und Nacht Zeugen an Christi Stadt, Jesus. Gott, die Signale in dem wunderbaren Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die werden gesegnet in den Namen Jesu Christi. Amen. Halleluja. Segne sie, segne sie, segne sie, gerade jetzt in dieser Stunde, lieber Heiland, segne sie. Amen. Halleluja. Geschwister, das Schönste ist, wenn junge Menschen ihr Leben Jesus geben, dass sie in die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes sind. Amen. So, jetzt wollen wir so langsam in die Anbetung kommen, weil die Zeit läuft dort weg. Wir sind fast eine Stunde nicht ganz in der Einleitung, aber jetzt wollen wir in die Gegenwart Gottes kommen. Amen. Der Lobpreis vorhin war gut, aber war nicht gut genug. Er war gut, aber nicht gut genug. Und jetzt wollen wir doch das besser machen, wenn wir jetzt in die Anbetung gehen. Wisst ihr, wir müssen uns ganz ausrichten nach Gott. Nicht jetzt in deinen Kopf, in deine Sinne, in deine Gedanken haben, jetzt, wenn zu Ende ist, mache ich dies und jenes, das und das, sondern wirklich begegne deinen Gott. Begegne deinen Gott. Und deswegen lasst uns wirklich in die Anbetung kommen. Ja, mit Anbetung, mit Danksagung. Das liebt Gott, dass wir ihn anbeten im Geist und in die Wahrheit. Halleluja.